Hallo und willkommen zu dem neuen Video, falls du neu bist. Ich bin Tamaris und es freut mich, dass du da auf das Video geklickt hast. Es geht heute um Food. Ich habe noch eine Woche mitgenommen, was es bei uns so ein bisschen zum Nacht gegeben hat. Und das alles ist eigentlich aus Resten oder aus Überbleibseln von der letzten Woche an Lebensmitteln passiert. Darum viel Spaß bei dem Video und beim Aufbrauchen von meinem Kühlschrank. So, hallo und willkommen aus meinem Tonstudio zu dem Voice-Over. Haha, das Tonstudio wäre mein Bett, aber egal. Ich habe gedacht, ich erzähle euch via Voice-Over ein bisschen, was ich da am Machen bin oder am Kochen bin, damit ihr ein bisschen Einblick habt. Und zwar gibt es da Zucchetti-Sauce. Meine Mami hat im Garten, oder besser gesagt, wir haben im Garten momentan viel Zucchetti und darum schneide ich da Zucchetti klein. Und es ist eine mega gute und einfache Variante, um einen Haufen Zucchetti zu benutzen. Dazu kann man Nudeln machen oder so. Nimm einen passenden Topf raus und dann eigentlich will man zuerst ein bisschen Butter drin tun oder Öl, je nachdem, was man lieber hat. Und dort es ein bisschen anbröteln. Ich habe jetzt hier zuerst Zucchetti drin und nachher die Butter. Geht auch, aber andersrum wäre es korrekter, würde ich mal behaupten. Ein Knoblauchzechen darf nicht fehlen, der ist für den Geschmack mega wichtig. Der wird auch klein geschnitten und mitgebrötelt. Eben, da kommt ein Stück Butter dazu. Und den Knoblauch. Und dann muss das ein bisschen bröteln und dann kann man auffüllen mit ein bisschen Wasser. Ganz wichtig ist natürlich auch, welche Nudeln man nimmt. Ich hätte am liebsten Penne oder Spiralen dazu. Mein Kleiner hat Hörnli. Also welche willst du gerne? Es gibt Zucchetti-Sauce. Würdest du gerne Hörnli dazu? Ja. Hörnli? Ja. Gut. Raus. Und die tun wir einfach nach Anleitung kochen. Wir haben noch den letzten Rest von dem Parmigiano genutzt. Da sieht man, wie viel Wasser ich drin habe. Das war leider ein bisschen zu viel. Gerade knapp, dass alle Zucchetti bedeckt sind. Lieber ein bisschen weniger Wasser, weil nachher wird dann das Ganze püriert und dann kriegt man so eine richtig sämige Soße. Und meine ist leider ein bisschen zu flüssig geworden, auch ein bisschen wässerig. Und dann kann man das so servieren, voilà. Und am nächsten Tag hat es noch Reste von dem und ich habe einfach noch ein paar Würstchen reingeschnitten und angebrötelt. Das war auch sehr fein. An diesem Tag habe ich Sauerteig gemacht oder gefuttert, oder besser gesagt einen Tag vorher. Und habe dann einen Teig gemacht für Hotdog-Brötchen und die sind mega gut rausgekommen. Da bin ich gerade am Abdecken und am Ruhen. Genau, da habe ich den Backofen vorbereitet. Die werden noch ein bisschen mit Butter bestrichen. Und dann kommen sie in den Ofen. Und als ich es rausgenommen habe, hat es so fein geschmeckt. Das kann ich leider nicht vermitteln über YouTube. Aber wir haben es dann einfach gefüllt mit Wienerli und Ketchup, Mayonnaise, Senf und noch ein bisschen Gürkchen. Das war also sehr ein feiner Nacht. Am Mittwoch bin ich hier am Herdöpfelschälen. Es hat nämlich Herdöpfelgratin, Gratin Dauphinois, sagt man glaube auch. Ich schneide hier die Herdöpfel alle selber, weil mir zu blöd ist mit der Raffel. Dann der feine Guss wird noch gemacht. Und die werden natürlich auch noch gewürzt. Dann kannst du noch ein bisschen von dem tun. Ja. Ein bisschen von dem, weil da braucht es nicht viel. Darf ich das schnell machen? Und dazu habe ich dann noch 2 Bratwürste, die wir noch in der Gefrierung hatten, und einen Cervela gebrötelt. Und das war also auch sehr eine feine Nacht. Am nächsten Tag zum Nacht
habe ich nicht so viel gefilmt, weil mein Mann das gekocht hat. Aber er hat einfach nochmal die restlichen Hörnchen und Zucchetti-Sauce noch ein bisschen aufgewertet mit Sojasauce und dann hat es einfach Reste gegeben. Ist also aber auch sehr fein gewesen. Ich glaube, jetzt kommt schon der Freitag oder der Donnerstag. Oder der Freitag. Ich glaube, das war am Freitag. Da habe ich einfach alles, was wir noch hatten, im Kühlschrank an Sachen, die man zum Nachtessen zu Brot, habe ich wieder mal richtig schön auf so ein Holzbrett gebüschelt und das haben wir uns schmecken lassen. Es war also sehr fein gewesen. Das Brot ist ein Sauerteigbrot, grosse Empfehlung. Es ist mega fein, das Rezept. Ich kann euch sonst mal ein Video machen über Sauerteig, wenn ihr das gerne möchtet. Schreibt doch das mal in die Kommentare. Und so hat das ausgesehen, das Café Complet mit noch ein bisschen Zusatz, aber es ist mega fein gewesen. Ich liebe es und es sieht auch immer sehr fein aus, wenn es so präsentiert wird. Danke fürs Dabeisein bei diesem Video. Wenn du bis dahin geschaut hast, tu doch mal den Emoji in die Kommentare. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!